Ein harter Fight steht an, heute für die Schweizer im Kampf gegen Argentinien, im Spiel von FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Oh yes, Mann, das Achtelfinale der Schweizer gegen Argentinien und das wird ziemlich heftig werden. Mit Messi und noch den ganz anderen Superstars haben sie eine wirklich wahrhaftige Übermacht gegen sich. Ob sie daraus trotzdem gewinnen können, wir werden sehen. Im Swissmode natürlich wieder, aber erstmal gucken, die ganzen Voraussetzungen, Argentinien, Schweiz ist hier, also ich habe getippt 1:2, natürlich ein Sieg für die Schweizer. Obwohl sie eigentlich von Statistik her wohl eher ein Sieg für die Argentinier werden dürfte, entweder auch so 2:1 oder irgendwie auch 2:0 oder so irgendetwas. Mal gucken, Profi, 8 Minuten, stimmt soweit, mal schauen. In Sao Paulo, Arena de Sao Paulo. Ein bisschen trainieren. Ach nee, der Flachpass muss das sein, das ist sowieso zum Kotzen. Mal dahin kein Problem, will sie gerade ausschießen, nee, natürlich nicht. Dann kann ich jetzt direkt. Nö, geht dahin. Ein bisschen nach links, nach rechts geht er direkt dorthin. Die Steuerung ist hier so sensibel, dann seht ihr hier, direkt geradeaus, was macht er? Geht natürlich dorthin. Wieso? Der Pfeil hat genau nach geradeaus gezeigt. Was soll's? Kommen wir endlich zum Hauptspektakel vom heutigen Part. Argentinien gegen die Schweiz. Raus aus der Gruppenphase und rein in die Finals. Jetzt geht diese WM erst richtig los, oder Buschi? Absolut. Jetzt heißt es Konzentration pur. Fehler sind eventuell nicht wieder wettzumachen. Herr Buschmann, möchten Sie uns vielleicht ein wenig über die Arena de Sao Paulo erzählen? Auch das gerne, Manni. Diese brandneue Arena liegt inmitten des wirtschaftlichen Zentrums und der größten Stadt Brasiliens, Sao Paulo. Und zwar in einem Stadtteil mit dem schönen Namen Itaquera. Und die heutige Begegnung lautet Argentinien gegen die Schweiz. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Ja, ein harter Fight steht da. In dem Sinne, hallo Buschi, hallo Manni, willkommen zu dem Spiel da gegen Argentinien. Für die Schweiz wird es ziemlich hart, das ist klar. Mal schauen, wie wir uns so schlagen. Steve von Bergen. Shaqiri. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das ist mal wieder der erste Flankenball. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Ja, der Messi mal wieder, wa? So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Oh je, das könnte ziemlich schwierig werden. Vor allem die ganzen Zweikämpfe, was es da gibt. Natürlich sind die Argentinier ziemlich zweikampfstark. Sie sind nicht nur der Messi, der ein Top-Star-Spieler ist. Nee, es sind natürlich noch andere Spieler und von dem her, das wird sehr knapp. Naja. Muss vor allem geduldig sein, hinten absichern, ganz klar. Und dann natürlich vor allem auch, wow, Konter ausnutzen. Was? Hey, der hat mir gefallen und umgekehrt. Weißt du, was das für ein Scheiß war? Ach, der Schiri mal wieder her. Weißt du, auch der reale WM so immer, die Schiri. Ich meine, klar, meiste Zeit machen schon gute Entscheidungen. Aber dann gibt es auch andere Situationen, wo du das Gefühl hast, hä? Wieso? Und dann sind dann immer so, die spielentscheidend sind. Ich sage jetzt nur gerade das Spiel zwischen den Niederlanden und Mexiko. Und einfach ein Schiri-Entscheid. Der Mexikaner, der Sieg genug hat, kann man etwas so sagen. Naja, also da gibt es sicher solche, die so würden sagen, es wirklich so ist, habe ich jetzt wenig genau beurteilen, das Spiel nur so nebenbei verfolgt. Mal gucken, ob sie von dieser Balleroberung profitieren können. Aber ja, ein Schiri-Entscheid kann schon spielentscheidend sein, vor allem wenn es zum Elfmeter kommt. Weil ganz ehrlich, Elfmeter, da ist Chance 80%, dass er drin ist, ganz ehrlich. Und da spielt sogar 90%.
Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Seferovic. Da hat das Timing Was? nicht gestimmt, deswegen abseits. Und wie viel? Millimeter oder was? Ach komm schon. Naja, nicht beschweren, der Schiri hat immer recht. Er hat immer recht, auch wenn er ein Arsch ist, er hat immer recht. Higuain. Ich kenne aus meiner eigenen Fußballzeit. Habe ich mal eine gelbe Karte bekommen. Das war also etwas gewesen. Normalerweise sind es so Grätschenmaschen und so, also sprich im Gegner mit den Ball abnehmen. Das Wichtigste immer, wow! Konzentriert spielen natürlich. Nein, das Wichtigste immer auf den Ball gehen, nicht auf den Spieler selbst, sondern auf den Ball gehen. So, was habe ich gemacht? Eine Grätsche gemacht, ich habe den Ball getroffen, und auf den Ball gezielt. Was macht der andere Spieler? Tut noch ein bisschen Schwalbe machen, also sprich, der ist wirklich geflogen. Hättest du meinen, ich hätte ihm, was auch nicht, das hätte ich ihn vorne getreten, also sprich, den Bein weggenommen und einer hat ihn hinten dran noch geschubst und so. Also es ist wirklich grandios, was der für Kunststücke gemacht hat. Also wirklich 2-3 Meter geflogen. Was macht der Schiri? Gibt mir eine gelbe Karte. Mascherano hat den Ball. Und ich sage, ey, Alter, kannst du vielleicht auch mal ein bisschen schauen, was die Kollegen so machen? Vor allem eben der andere, der da, wo ich da den Ball abgenommen habe, der ist natürlich zuerst noch am Boden rumgekrochen, oder? Mir gefallen und so, voll aufs Bein. Und der Schiri die gelbe Karte zuckt, hat gerade aufgestanden. Hey, so etwas hasse ich im Fall. Klar, ich meine, es gehört doch ein bisschen zum Fußball dazu, dass man auch ein bisschen simuliert, aber alles bitte ein bisschen Grenzen. Und vor allem der Schiri kann es ja auch erkennen, oder? Nicht irgendwie so noch einen Scheiß spielen. Hallo, was macht ihr gerade für einen Scheiß? Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Ansaldi. Naja, so laufen wir ein bisschen aus meiner privaten Fußballzeit. Da kann mal ein Ereignis, und ich gerade noch so weiss. Andere Ereignisse, schlimme, persönlich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich hauptsächlich immer Verteidiger, manchmal auch Goalie gewesen. Also eigentlich eher Aushilfsgoal, die ganze Zeit schon eher. Eigentlich schon eher Verteidiger. Also einmal, da haben wir gegen die Mannschaft etwa 4-0 geführt, ich war dann auf der Auswechselbank gewesen. Und da kommt plötzlich der Trainer auf die Idee, mich reinzutun. Und dachte, okay, gegen wer habe ich gefragt und sagt, ja, da gegen den, was hat er gesagt, gegen den Beni, genau. Und dachte, okay, Moment, dachte, und dachte, Moment mal, der Beni ist doch Sturm. Ich bin Verteidiger. Und sagt, ja, jetzt kannst du mal ein bisschen im Sturm gehen. Und denkt, bitte was? Ich im Sturm, in der Verteidiger gespielt, will zum Sturm spielen. Ja, was ist passiert? An den Kurve geschossen. Mit so etwa 20 Meter von der Grundlinie entfernt gewesen und so, aber trotzdem das Goal gemacht. Von dort aus einen Schuss gemacht, getroffen, Goal. Das war so komisch gewesen, weil der ist... Das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Kann er diese Flanke verarbeiten? Mache ich da gerade. Kannst du mit zu wenig spielen, mehr aufs Kommentieren, genau. Ja, weißt du, was genau war? Ja, genau, von der Grundlinie, also sprich 20 Meter vom gegnerischen Goal entfernt geschossen. Der Ball ist ziemlich hoch gekommen, das auch noch, aber irgendwann einen Spin drauf gehabt. Tor für Argentina! Ja, irgendwann einen ziemlichen Spin drauf gehabt. Weil eigentlich, wenn der Ball so hoch kommt, der auf schon das Goal reinlässt, ist halt ziemlich hoch gewachsen gewesen, aber ist dann trotzdem oben bei den Fingern rein. Ein wirkliches großes Tor, ein Tor zum Zungeschnalz. Aber der Pass, Manni, der war Zucker, sensationell. Naja, er ist erst 0-1 mit noch ganz viel Zeit, man schafft das schon noch. Ey, Alter, was macht der dort? Gerade auf den gegnerischen Spieler, hallo? Der Assistent entscheidet abseits. Wo? Och Mensch, oh, do. Ja, lass ihn rausgehen. Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß. Fabian Scher. Gut, also 0-1 steht. Sie machen jetzt da am besten das Gegengoal. Das ist immer eine gute Frage. Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das frage ich mich auch, ist mir gerade scheissegal. Das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Ja, wir machen einen Fehler, Argentinien macht einen Fehler, schon Fair Play und so, wieder ausgleichen. Ole, Zürich, 3 jetzt, du Hure. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. Du hast so ein schönes Goal gesehen, dann müssen wir einen Snapshot machen und einrahmen.
Ja, heißt ja Berami, hm? Ich würde immer gerne etwas berahmen. Immer weiter, immer weiter. Das ist ein Spruch, keine Ahnung. Lavezzi. Ja, da muss man Alter! ganz anders an die Sache rangehen. Da muss man kompakt stehen. Da sind ja riesen Lücken dahin. Und dann hat ziemlich gut ausgespielt, muss ich noch zugeben. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. Oh. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Di Maria. Boah, das ist aber schön gewesen. Alter, Berami, was ist heute mit dir los? Stocker. Boah! Hier wird richtig gekämpft. Nein! Mit der Mitte bist du wahnsinnig. Ja, Spiel doch nie in die Mitte. gut, richtig. Nein, das sind keine Egoisten. Sie helfen ihm. Valentin Stocker. Das ist aber schön gewesen. Und Lionel Messi. Aber weniger. Higuain. Zabaleta. So, einen von vorne, einen von hinten. Gut, so kannst du natürlich auch Messi den Ball abnehmen. Trainer Das ist war sauer. es Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zustand. allerdings. Hast du gehört, der Hitzfeld ist hitzig. Zabaleta. Ich habe mit den Tja, bei Temperaturen. diesem Sicher Ballverlust, 33 Grad sieht da. er ganz schön alt aus. Shaqiri. Nein, ja, verdammt. Di Maria. Das wäre schön gesehen. Hätte jetzt der irgendwie gehabt oder können zumindest verwenden. Also Shaqiri hat es sicher besser gemacht. Oder? Er hat ein bisschen dribbelt und so und dann wäre er durch gewesen. Aber ich natürlich, nee. Mascherano hat den Ball. Kommt der schon auf Weltklassenniveau. Seferovic. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal Ja, klar das ist gar sagen. nicht mal so schlecht gewesen, der Schuss. Geh mehr davor, jetzt muss ich aber erstmal in Führung gehen. Wir sagen nicht gehebt vorhin noch da gerade. Also wenn die Argentinier Schwäche haben, dann ist es ein bisschen das Passspiel, habe ich das Gefühl. Zabaleta. Und nun Lionel Also Messi. nicht immer, aber teilweise. Und die Chance muss man natürlich ausnutzen. Wenn das nicht kann, dann sind das natürlich verschenkte Chancen. Lavezzi. Natürlich hat er einfach auf der Linie den Ball spielen. Ein Spieler könnte das niemals so genau. Und ein NPC natürlich ist kein Problem, der kann das. Das war ein Fehler von mir, der eigentlich von oben sollen kommen. Alter, wieso laufen da gegenseitige bei? Gott verdeckt, sie nicht mal, den könnt ihr da nicht bringen. Also, wenn ihr so etwas auch im Realleben macht, dann shit, ja, aber ganz ehrlich, ey. 1:1. Jetzt muss nur noch ein bisschen Risiko dazukommen in der zweiten Halbzeit. Da wird es ein richtiges, gutes Fußballspiel. Ja. Noch mehr Risiko. Schau, aber schon das gleiche Der Spiel, Schiedsrichter gell? sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Mann, war ich jetzt da gewesen? Mann, Alter, er hat doch Pass gespielt. Und Lionel Messi. Ich will den Messi wieder mal. Die Situation Ist klar, darf mir wurde einfach zur Seite geklärt. checken. Wieso steht der Messi allein? Alter, und darf Messi allein stehen lassen? Kopfverdeckel, das ich noch einmal. Shaqiri. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Aber nur ein bisschen anders spielen. Ah, Den Ball, da liegt er doch. das kommt nicht Sport. Und die Situation ist bereinigt. Seferovic. Ja, Nein! da geht Oh er Mann! resolut Wieso denn dazwischen. gar keine So Stürme muss oder man Ball es machen. gehabt? Ballkontrolle von der. Ey, und das ist natürlich kein Aufsatz oder was? Stefan Lichtsteiner. Granit Xhaka. Berami. So, Shaqiri sagt Dankeschön. Jetzt greift er ihn an. Achtung, jetzt! Ja, der Ball war... Ah, lieber Eckball als eine Flanke. Der scheiß Goalie, ey. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ja, was soll das ausmachen?
Ich spiele ein bisschen weiter und hoffe, dass die Schweiz hinlaufen. Das ist eher ein bisschen Wunschdenken. Da habe ich gesagt, oh. Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Und er spielt ja auch nach unten. So ein Kopfball aus der Entfernung muss nach oben ins Kreuz spielen. Erik Lamela. Oder hüpfeln von mir aus. Okay, Shaqiri ist noch zweikampfstark, sehe ich gerade. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Was ist jetzt der hin? Gott, Fritz Stutz noch mal, was machen wir überhaupt? Wollen wir mal das Führungsgoal schiessen? Lalala. So. Wird abgefangen, dann gut gemacht, Share, gute Leistung. Zabaleta. Da tue ich gerade Share, also shared, like, etwa so. Granit Xhaka. Das war gewesen. Boah! Berami. Shaqiri. Ganz sicher hat er das gemacht. Ja, die Bälle kommen die irgendwie nicht so, wie ich es gerne hätte. Gökhan Inler. Steve von Bergen. Shaqiri. Granit Xhaka. Schon besser, schon Ja, da besser. hatte er keine vernünftige Option mehr, deswegen musste er den Oh, Ball schon ins gut gemacht. Ausspielen. Shaqiri. So, und jetzt kann Shaqiri nach vorne. Hallo, du sollst... Ah, im Flankenbereich. Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Stefan Lichtsteiner. Berami. Schuss und der Ball erzappelt. Ey, was ist denn da für ein Zeitlupe-Schuss gewesen? Ja, noch ein bisschen komisch drauf gedrückt, dann haben das gehört eigentlich. Ja, ich denke, ich könnte eine Lupe machen, plötzlich zweimal drauf tippt, ganz kurz. Dann habe ich so einen Schuss draus gemacht. Das war vielleicht ein Ablenker gewesen. Ich weiss, von oben sehe ich es ganz so richtig, aber jetzt irgendwie die Ziel auf links oben. Und nach rechts zielt, geschossen hat. Wunderschön von Shaqiri, wunderschön. Tja, wir haben mehrere Kameras im Einsatz. Der Beweis folgt hier. Der Goalie. Wo kommt der Ball? Oh, scheiße. Okay, führt. 2-1, 1-2. Mir schießt egal, ich will das Eis. Natürlich klasse, der Witz geht nur auf Hochdeutsch. Verdammt noch Eis. Ah, doch, also so. So, aber egal. Verteidigungsstärke. Shaqiri. Und den Sieg über die Zeit bringen, das ist mein... Ja, ist natürlich schon mein Ziel, aber so ist es eigentlich nicht geplant gewesen. Shaqiri. Fast gegen den Spieler nicht gelaufen. Und jetzt ins Tor. Die Flanke findet das nicht ist den Axi. gewünschten Mitspieler. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber Also einen Kontrolle neuen richtig Mann, Druck den kannst gehabt. du noch immer bringen. Da steht natürlich 1:2 in der 68. Minute. Gut, 69. eigentlich, aber spielt keine Rolle. Keine Details sagen dazu. Ein Versuch der Balleroberung. Klasse gelöst, die Situation. So, Verteidigung, die muss stimmen. Shaqiri, du machst das schon. Shaqiri! Shaqiri, ich lebe da dir. Bin alter, ranziger Kaugummi. Stefan Lichtsteiner. Wow, Alter. Oh, der wäre jetzt aber zu schön gewesen, wa? Di Maria. Auf Halbprofi-Niveau geht er vielleicht noch, aber auf Profi sicher nicht mehr. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Also sprich, im Spiel gegen Spanien, das hat funktioniert. Das ist ein bisschen fies, ich weiss. Nein, aber die Spanier in den ersten 2 Spielen wirklich enttäuscht. Also nicht am Spiel, sondern der richtige Granit WM. Xhaka. Berami. Verdeckt sind die plötzlich Gut aggressiv, abgefangen oder? hat er da den Ball. Und er Ja, bekommt lenken doch wieder einfach Zug, ist klar. Wo du an dem Ball dran bist. Jetzt zieht er ab. Uff. Wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Dann war es Pedalio! Argentinien Genau. mit der Eckballmöglichkeit. Verdammt, was mache ich jetzt da am besten? Spielt er auf den? Nö. Doch! Nicht abprallen lassen, nicht fallen. Ah, Pedalio, wenn wir dich nicht Super. hätten.
Gut, haben wir vorhin auch gesagt, zum Zubühlen und so, also von dem her. Eigentlich jeder Goalie, der in der Schweizer Nazi erste Position steht, ist super drauf. Und da Wir sieht haben man einfach mal wieder, gute, wie schwer du es als Assistent da unten an der Linie hast. Das war eine ganz knappe Entscheidung. wir haben einfach gute Goalies, so dann eigentlich mal sagen. Ist allerdings auch okay so. Berami. Shaqiri. Shakira, ist auf den Schuss gewesen. Du, der ist im Fall blau-weiß, gell? Das ist nicht dein Kamerad. Ja, wir sind im Real Life gute Kollegen und so, aber das entwickelt ist. sich eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Mei, ah, da denke ich mir so, ha. Hey, das war kein Foul gewesen. Das muss Nie im Leben ist da ein Foul gewesen. Und es gibt Elfmeter. Och, come on, der hat in dieser Situation 11 Meter gehen, klar, man schießt da, keine Ahnung. Mach einfach mal nichts. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. Ja komm, du hast da im Spiel die Möglichkeit. Entweder kommst du einen von beiden Ecken, also sprich entweder links oder rechts, oder machst gar nichts. Das ist die dritte Variante. Sicher und professionell verwandelt, dieser Elfmeter. Und da kannst du auch als Profi mal weiche Knie bekommen. Er nicht. Und es steht unentschieden. Du hast aber dann keine Chance gehabt, nix. Keine Chance gehabt zum sehen, wo wo du jetzt da soll hinschiessen. Nix. Du hast jetzt Angst mit der langsam, gell? Mann, du noch nicht immer gegenseitig im Weg stehen. Gott, verdecken noch mal. Das ist doch wahr, schießt mir langsam da an. Jetzt sagt der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ballbesitz. Ja, das ist halt der Sinn vom Vorteil. Mensch, also die Kommentatoren manchmal. Gefährliche Flanke. Um Himmels Willen, was für ein Schnitzer. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Was? Wieso wieso ist nicht. Wieso ist er nicht in den Kopf gesprungen? Alter, ist ein anderer können über die Hände so spielen. Alter. Natürlich warte, höher geht der Ball vielleicht rein. Aus der Position sicher nicht. Hauptspitze. Der Da geht's einfach nicht. Das muss ich echt. zögert überhaupt nicht. Endlich Gelbe mal, Karte. Dankeschön. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Was, der Perez raus? Das Echt jetzt? Führungstor muss her. Und noch ein Trippler. Eckbälle. Das ist durchaus eine Stärke von ihnen. Da kann noch was passieren. Ja, wir haben so Glück gehabt im Eckball. Im Corner. Oh, dann nimmst du! Ah, wieso hast du nicht gegeben, Benaglio? Kann er sich den Ball holen? Ja, ist klar. Wie kann er jetzt wieder schneller sein als ich? Gott, verdecken sich noch mal. Campagnaro. Achtung, hier Ja, bahnt sich Stocko! vielleicht was an. Und dann jetzt Schuss! Mann! Ey, die haben mich abdrängt, da wäre ein Penalty gewesen. Oder Freistoß zumindest. Ich habe nicht gesehen, aus welcher Position sie bereits abdrängt haben. Geht er rein? Vielleicht können sie den Eckball jetzt für die Entscheidung nutzen. Ja, das war eigentlich mein Ziel gewesen. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Och, Treffer. komm schon. Meine, das ist doch nicht zum Glauben. Mascherano hat den Ball. Mann, das zweite Goal hätte niemals fallen, vor allem der Penalty, der hätte niemals gehen. Ich habe nichts gemacht mit dem Typ. Ja, natürlich wieder mal ein Schiri, der bestechen worden ist, oder? Also nicht Erststocher oder Bestocher, sondern erst Bestocher, so nicht Bestecher, genau. Banega. So, der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit ab. 90 Minuten vorbei und immer noch gibt es keinen Sieger. Und das bedeutet Verlängerung. Leider, aber wir müssen erst mal einen Schluck trinken. Oh. Toll nicht mit dem Glas, natürlich ganz toll. Das zweite Glas nehmen. Ja, mit dem kalten Kaffee drin, herrlich. So. Also, diese Goal sind schön gewesen, die Gegner ist eher weniger. Muss ich unbedingt verhindern. Und jetzt werden wir sehen, wer hier die größeren Kraftreserven hat. Granit Xhaka.
Palacio. Palacio. Ey, Was wow. ist das für ein Pass? Alter. Da ist der Verteidiger nicht schwer. Da ist aber Schwein gesehen. Hätte ich den nicht gehabt, der wäre rein. Ey, der ist ganz leicht vorne. Ich will kein Aufsatz und so, ne, überhaupt nicht. Also abseits, Entschuldigung, Aufsatz haben wir, glaube ich, ist okay. Gökhan Inler. Der ist Wismut in der Verlängerung, toll. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Mit plötzlich aufdrehen, die ist ja ganz krass. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Granit Xhaka. Seferovic. Berami. Alles Berami oder was? Herrliche Flanke. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. So, Jetzt schießt er und so einfach war der Ball gar nicht Was zu ist denn da für ein Schuss gewesen? Darf ich das mal fragen? Was ist da für ein Schuss gewesen, Mensch? Keine Power, nichts dahinter, auch keine Zeit. Mann, nicht schon wieder! Du ganz ehrlich, hätte jetzt der Schiri nochmal 11 Meter pfeifen. Ich glaube, er hat das Spiel crackt und hätte ihn aus dem Verkehr gezogen. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Stefan Lichtsteiner. Mann! Alter, wo spielt denn der jetzt wieder hin? Dann auf der Gegner, Mann! Er hat den Ball sofort verarbeitet. Gehalten zunächst. Sag mal, was spielen wir doch für einen Scheißblödsinn zusammen? Empfängt doch den Ball endlich mal aus dem Strafraum, Mensch! So, Gott doch. Granit Xhaka. Und Achtung, genau hingeschaut. Toll, wie er das macht. Und Gott doch! Ball ist drin. So macht's ein Profi! Yeah! 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 Aber dann ist gar kein Golden Goal. Stimmt ja. Ist ja gar nicht Golden Goal. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, das sind alle argentinischen Fans. Jetzt müssen die anderen zurückbeißen. ja, und durch dieses Ding werden die Beine natürlich noch schwerer und andererseits bei der führenden Mannschaft wieder kräftefrei. Erik Lamela. Das weiß ich gar nicht. Ist jetzt so, dass jetzt ich die Führung muss über beide Verlängerungen behalten oder nur über die eine? Ich hoffe nur über die eine, wenn es beide sind, dann wird es schwierig. Und nicht auf Defense spielen. Steve von Bergen. Fabian Schär. Ja, es hat noch eine gute Chance, das Ganze noch. Wow. Noch, naja, sagen wir mal einfach mal noch ein bisschen ausbauen, nicht wahr? Das ist das Box, das ich gesucht habe. Der Ball. Holt ihn euch. Ja, aber 1 oder 2 Angriffe nicht schade. Ja, gut. Na, schon gut, ist schon faires Zweikampfverhalten und so. Jetzt wieder mal. Okay, sind beide Halbzeiten. Ach du Scheibenkleister. Nochmal 15 Minuten, wenn wir das nur Jetzt heben. geht's hinein in die zweite Halbzeit der Verlängerung. Ja, der Pass kommt an. Oh! Tor! Xhaka jetzt heute irgendwie drauf. Ich verstehe es nicht ganz, wer das macht, aber das ist einfach nur herrlich. Ey. Es ist einfach nur geil. Hopp Schweiz, hopp Schweiz. Wir ziehen deine Hosen runter. Argentinien, voll der Loser. Zumindest der Verlängerung. Das war ja schon sein zweiter Treffer. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Ja, wieso nicht? Also wenn er so gut drauf ist, haben wir noch das 5-2. Argentinien ist draussen, die Schweizer führen, wir gewinnen. Da kann der Messi noch so viel messen. Berami. Messen, Messi, eigentlich etwas anderes sagen. Presse, wollte ich sagen, drum, Entschuldigung. Messi, Messen, Presse, dann wollte ich sagen. Ja, aber ich bin nicht konzentriert im Spiel und wenn du halt das Spiel konzentrierst, von ausnahmsweise ist dann die Konzentration fürs Kommentieren nicht so weit hergeholt. Wow. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke.
Oh, verdammt, jetzt haben wir wieder abfangen, das wäre geil gewesen. Seferovic. Granit Xhaka. So, Xhaka ist ja heute ziemlich gut drauf, was das Goal anbelangt, wa? Für Rodriguez ja auch, das ist eigentlich mehr der Flankenkünstler. Tolle Flanke. Souverän ist Der anders, aber findet der Gegner immerhin auch. geklärt. Nein, oh, der hätte eigentlich stürmen. Palacio. Erik Lamela. Ja, das war kein Offside, habe ich nicht gesagt. Das war noch ein schöner Angriff gewesen. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Finde ich allerdings Granit auch. Xhaka. Berami. Man merkt es vielleicht ein bisschen, Argentinien ist ziemlich Palacio. aufsässig geworden. Und darum machen sie auch sehr viel mehr Fehler. Granit Xhaka. Müsste abseits sein, ja. Endlich schafft man Abseits für mich, das sehe ich auch selten. Seferovic. Man spielt jetzt wohl durch. Ist klar. Souverän geklärt. Also den Ball abgenommen. Mann, dann müssen wir mal in Ruhe. Valentin Stocker. Hätte ich müssen vorher noch losrennen. He? Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Was? Wieso? Ja, aber der Ball ist gerade nicht angekommen. Ach Mensch, ja, also die Schiri manchmal mit ihrer Absichtslogik, ganz ehrlich. Egal, spielt keine Rolle, wir haben gewonnen. Jetzt kann Argentinien machen, was wollen in dieser Zeit. Ich meine, hallo, vielleicht eine Nachspielzeit oder Verlängerung, aber das sind niemals 10 Minuten, niemals die Zeit, die es brauchen, um da noch 2 Goal aufzuholen. Wir haben gewonnen und die Schweizer sind im Viertelfinale. Ja, 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 ja. Heute haben sie bewiesen, dass sie zu den besten Teams der Welt zählen. Zu den besten 8, um es genau zu sagen. Und im Viertelfinale auf ein neues. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen. Bis die Tage. Ja, tschüss Manni, tschüss Buschi, tschüss Buschi, nicht Bussi, sondern Buschi. Alter Schwede, wir haben es geschafft. 4:2 gegangen, die vor allem mit Verlängerung 2 Goal geschossen. Welche Mannschaft bringt das schon an? Einfach nur geil. Also man sieht schon, Punkteverteilung, Rot heißt natürlich überall auf dem Balken, dass wir alle ein bisschen erschöpft sind. Ganz klar, einfach nur geil, hey. Einfach nur der Hammer. Spielinfo, Schüsse 10 Stück, aufs Goal auch 10, Ballbesitz knapp mehr, 2 Kämpfe gewonnen, denke jetzt mal auch, ein bisschen mehr. Fouls, okay, 2, Ecke 4, Schussgenauigkeit 100%, okay, überrascht mich jetzt ein bisschen, Passgenauigkeit 76%, überrascht mich auch ein bisschen. Spielerwertung, Xherdan Shaqiri die höchste, einfach nur ganz geil. Und die Schweiz hat gewonnen! Und ja, vermutlich im Halbfinale treffen wir dann aufeinander. Jetzt mal im Viertelfinale natürlich gegen Russland, die gegen Portugal gewonnen haben. Auch in Verlängerung, wie es aussieht. Oder, ne, 11 Meter war. Genau, 11 Meter, 4:3. Und Deutschland muss gegen Frankreich ran. Und danach sind wir dann dran mit der Schweiz gegen Deutschland. Hoffentlich. Hoffen wir es mal, ob es soweit kommt. Und ja, mal schauen, wie es hier weitergehen wird. Das nächste Mal hier im FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.